Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieurle. Ingenieur. Wie auch immer, sucht's euch aus. Und heute probieren wir mal ein neues Format hier auf dem Kanal hier da. So Unboxing. Gut, wobei eine richtige Box ist ja nicht, also das ist ja da seitlich schon offen. Aber ich habe mir das da gekauft, weil ich finde es einfach cool. Und jetzt gucken wir mal. Also ich habe nicht vor, das Original verpackt zu lassen, weil ich will ja damit rumspielen. Das ist doch klar. Die Leute, die auf dem ganzen Originalzeug steht, die schreien das wahrscheinlich wie wild. Und ich hoffe euch, dass euch das Format nicht zu sehr gefällt, weil ja, ich habe nicht vor, das öfters zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Weil das hätte, glaube ich, ins Geld gegangen. Das fand ich einfach cool, das Twinslice Dingens da. Jetzt geht das da. Rasten wir ein, sonst rasten wir aus. Und wenn das erste Video ist, das ihr von mir anschaut, guckt gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Klack. Normalerweise basteln wir einen Blästerler rum. Ab und zu stelle ich euch mal ein bisschen Blästerler vor. Ja. So, gucken wir. Aber am liebsten bastle ich ein Zeugs rum, das macht einfach am meisten Spaß. Sodele. Jetzt, wie kommen wir da noch? Sodele. Wie kommen wir da noch, ohne das hier zu machen? Das machen wir mit chirurgischer Präzision. Oh, einfach nur Spaß. Wenn wir dann irgendwann mal lustig sind, können wir das umgekehrte Format machen. Reboxing statt Unboxing. Vielleicht wird das dann ein neuer YouTube-Trend. Aber vor allem komme ich so an den ganzen Kunststoffscheiß. So. Das ist interessantes Material. Das ist ja wild verpackt. Auch nochmal ein Kunststoffdängerle und nochmal ein Dängerle. Das da. Oh, Geraschel jetzt. Ich glaube, ich habe ja schon mal, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe ja schon mal Unboxing gemacht. Das war da, wie hieß das Ninja Turtles Dingens dolle. Das war es die Hammershot mit Ninja Turtles Lackierung. So, oder? Kann ich jetzt Influencer werden? Was sagt er dazu? Gell, lasst ein Abo da, gebt den Daumen nach oben und so Zeugs. Dass ich auch Influencer werden kann. Dreht das da? Dreht das? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Da kann man das da rausnehmen und ist. Schön hinterher. Da brauchen wir natürlich auch Bläschler dazu, also das ist ja klar. Stellen wir das wieder auf.
schäbig aus mit den Käbeln. Immer einer weg, aber er müsste jetzt nicht dabei sein. Das ist ja cool, da hat er immer eine Strichliste drauf gemalt. So. Brauchen wir Blästerle dazu, habe ich ja gesagt. Und ja, ich hab da so alles. Deshalb können wir das und dann montieren. Und das ist jetzt halt der Kamerawinkel, ist dafür einfach so geschickt. Aber ja, mir gefällt die Werkzeugoptik da. Das ist jetzt. Ja, langfristig brauche ich ein besseres Studio, aber das ist halt momentan noch nicht im Budget drin. Sagt's Management. Das wisst ja. Der Ingenieur hat selten was zu sagen über das Budget. Aber das Bläserle ist cool, das wollte ich euch so mal zeigen, weil es ist einfach, das muss man entspannen, das geht einfach mit dem Hebel drücken. Oder nicht? Und dann ist das. Hier ist das. Und dann geht das Ding wieder hoch. Das ist ein Clip, kein Magazin. Ich glaube, das hat die Firma da immer, hat immer auch ein Magazin als Clip bezeichnet, aber ja, das ist glaube ich schon lange alter Kurs. Und dann kann man das da so raus tun und bohren. So, jetzt haben wir den da. Das sieht schon auch cool aus. Das hätte ich vielleicht schon mal gern machen. So Blaster mit echten Werkzeugen als Verzierung. Also da ist das ja alles nur andeutet. Das ist ja so ein Nagelschussgerät. Da haben wir hinten richtige Klappe. Kruschnalze da. Und das ist da so ein Bohrer. Normalerweise so ein Bohrerhalter. Und da kann man nochmal Pfeile rein tun. Das ist halt so ein Nagelschussapparat. Und da vorne ist so Dosenbohrmaschine oder das in der Dosenbohrer. Als Laufverlängerung. Ist halt schon cool. Aber das ist nicht der einzige, den ich aus der Reihe habe. Also die Reihe besteht nur aus 2 und ich habe sie tatsächlich alle. Ja, das passt jetzt noch viel schlechter ins Bild. Oder ja, streng genommen besteht die Reihe aus 3 Blästerle. Das dahinter ist ja auch einer. Und das ist dann, da kann man sich selber, wenn man mag, kann man sich da in die Hand schießen. Guck. So, und das ist so eine Hebelaktion da. Da haben wir vorne so ein Lämple. Ja, rechte Daumenfunzel. Leuchtet grün. Das ist grünes Licht. Was macht das? Das leuchtet grün. Ich glaube im Original geht das ein bisschen anders. Aber ihr wisst auch, wie das aussieht. So. Das fehlt uns da halt, wenn wir das da montieren wollen. So wie es der Serviervorschlag auf der Packung zeigt. Da guckt. Gut, der hat da sein Zielfernrohr oben noch montiert. Die da nicht. Die schießt wohl besser, die braucht kein Zielfernrohr. Aber für das Lämple fehlt jetzt halt, da fehlt nur noch so ein Rail. Das wäre, da seitlich bräuchte man nur noch eine oder so. Das wäre dann schon cool. Das Zielfernrohr ist auch, kann ich euch das zeigen. Das ist so eine Schraube drin. Das ist schon auch cool. Aber das sieht schon besser aus. Gut, da passt das Gelb dann immer. Das muss man schon alles ganz genau farblich zusammenpassen. Dann kann man da, dann lädt man da so noch.
glaube, da mache ich auch mal irgendeine Reue dazu. Das habe ich ja hier auch schon versprochen. Das kommt auch noch zu seiner Zeit. Ups. Da kann man da das Hebel nach vorne da. Und dann schießt es dann automatisch, wenn man das wieder zurück tut. Guck. Bums. Aber da separates Magazinle und alles. Das ist halt. Die Schulterstütze ist schon cool. Ich mag die Werkzeugoptik von der Reihe einfach. Und deswegen, ja, deswegen habe ich den Krust halt auch unbedingt gebraucht. Ja, nicht unbedingt braucht, aber ich fand es halt cool. Das ist halt alles mehr Sammelleidenschaft. Irgendeine Leidenschaft braucht der Mensch. Und sag's euch, das will ich nicht oft machen, weil sonst geht mir irgendwann noch Platz in der Bude aus. Da brauche ich dann wirklich ein Studio. Da müsst ihr mich dann kräftig unterstützen, wenn ihr das öfter sehen wollt. Oder so. Irgendwann mal Reviews und Zeug sehen wollt. Aber alles zu seiner Zeit jetzt. Ich sage, für die nahe Zukunft basteln wir weiter rum an Zeugs und dann entwickelt sich das alles oder halt auch nicht. Das werden wir dann schon sehen. Komm raus. Das war auch gleichzeitig mein erster Jolt. So, leer ist. Da haben wir noch einen. Reicht, wenn man da bloß einlädt. Der ist halt so Smart-Dingens da. Das ist ganz kluges Ding. Das ist schon ein cooles Bläschel. Das ist halt, ja, das ist ein bisschen. Hätte fast gesagt, weil da kein Platz ist, aber da wäre schon Platz gewesen. Also da ist ja Freiraum. Das heißt, ihr könnt da spannen, dann könnt ihr so mit rumlaufen. Ja. Packen wir den neuen Erwerb nochmal ins Bildle. So. Ich hoffe, euch hat das Format jetzt nicht zu sehr gefallen, dass ihr das nicht immer haben wollt, aber genug, dass ihr bei meinem Kanal bleibt und auch einfach andere Videos auch guckt, weil das tät mich natürlich freuen. Hey, schreibt mir doch einfach, was ihr davon haltet. Und vielleicht können wir das in naher Zukunft dann wiederholen und gucken, was wir da sonst so machen können. Aber nächstes Mal basteln wir wieder rum, würde ich sagen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Euer Blaster-Ingenieur.